Ja, die Petrolspreise hängen ja aktuell stark davon ab, wie es am Iran-Krieg weitergeht. Mit Spannung wird dafür auf den Etat de la Nation vom US-Präsident Donald Trump gewartet gehen. Was hinter so an einer internationalen Nachrichten am Resümee von Pierre Jens. Hund am Weißen Haus, den Donald Trump tritt für die Kamera. Iran has been essentially decimated. Den Iran ist stark geschwächt, die schwerste Tabas gepackt, et mislo einfach sinn. Wann der Konflikt darüber ist, wird auch die Straße von Hormuz nicht abgehen, ganz natürlich. Just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because Sie wollen ihre Petrol verkaufen, das ist alles, was sie haben. Da fließt der Petrol nicht an Preise werden raufgehen. Und auf der Börse geht es dann noch nicht besser. come back down. Stock prices will rapidly go back up. Die Wall Street hat den Morgen aber nicht mit einer Bess abgemacht und Petrolspreise sind geklommen. Hauptsächlich Reaktionen auf das aus so. We're going Wir werden den Iran in den nächsten 2 bis 3 Wochen extrem hart attackieren. Wir werden sie zurück ans Stehenzeitalter bringen, wo sie auch gehören. where they belong. An der iranischen Hauptstadt Teheran kommen die Jaus so gut nicht gut an. Trotz den vielen verschiedenen Wühen auf die Politik delen die Iraner ihre Stolz auf die 8000 Jahre alte Zivilisation. Angstführenden Attacken gibt es trotzdem. Der Militärchef vom iranischen Regime hat gesagt, die Armee muss auf aller Tag eine Revanche können gehen. Keine gute Novellen für die Weltgemeinschaft. Der UNO-Generalsekretär Guterres geht nicht mit zu wiederholen, der Konflikt am Nahen Osten muss den Ende kriegen. Über 40 Nationen waren an der Visiokonferenz dabei, für über Mesuren zu diskutieren, mit denen Struß von Hormuz nicht abgemacht gehen. Großbritannien hat die Initiative geholt, nachdem es den US-Präsident den Alliierten reprochiert hat, sich nicht genug für die Ouverture anzusetzen. Als Gegenentwurf zu einer militärischen Operation schaffen Golfstaaten, aber auch Länder wie Frankreich, Deutschland und Japan zusammen und einer diplomatischen Lösung. Denn Emmanuel Macron hat am Bord von einer Visite aus Südkorea gesagt, die für den Handel mit Petrol so wichtig Meeresstruß kennt just mit den Iranern zusammen aufgesichert gehen. Nächste Woche ist ein Treffen von der G7. Auch die Chinesen wären froh, wenn den Hormuz-Passage nicht abwehr. Sie plädieren heute für einen Waffenstillstand am Nahen Osten. Da guckt ihn am Flieger aus der Fenster und et gesäit ihn den Start vun enger NASA-Rakete. Hënd kurz no halwe eng äiser Zeit Cape Canaveral auf Florida an den USA. Der Start vun der Artemis 2 Mission. An Saarländer war mat dabei und erzählt RTL exklusiv vu segen Erliefnisser. Es war ein ganz toller Start, diese wirklich super kräftige Rakete, die ist ja viel, viel leistungsstärker als diese Falcon 9, mit der ich damals zur internationalen Raumstation geflogen bin. Nie zu erleben, wie die gezündet hat, abhebt und dann mit einem solchen Wucht, mit solcher Kraft, dass man das in 6 Kilometer Entfernung noch richtig im Magen hat vibrieren hören und spüren können, wie die da gestartet ist. Da war sehr viel Begeisterung bei allen, die vor Ort dabei waren. Wir haben sehr, sehr lange darauf gewartet, dass Menschen endlich wieder Richtung Mond fliegen, seit 1972, um genau zu sein. Und das ist jetzt der Beginn einer neuen Ära, der Ära der Mondexploration. 4 Astronautenkollege von Matthias Maurer sind an Bord von einer Orion-Kapsel, die mit einer Space Launch Rakete fortgeschossen gouf. Drinnen eine Astronautin, die US-Amerikanerin Christina Koch, als die erste Frau, die an einer Mondmission teilhält. Eine Landung ist nicht vorgesehen, der Mond geht während 10 Tage im Kreis für Tester zu machen.